Du, Fabienne, schön bist du da. Ich freue mich wahnsinnig. Sag mal, hast du heute nicht Homeoffice gehabt? Doch. Staffel 5, Folge 8. Okay. Und sonst, wie geht's dir so? Ich bin happy. Warum? Wir haben immer alle gesagt, aus mir wird einmal nichts. Und heute bin ich Admin von einer WhatsApp-Gruppe. Okay, beeindruckend. Aber ich habe auch ein Erfolgserlebnis. Erzähl. Ja, weisst, ich wollte letztes Jahr 10 Kilo abnehmen. Und jetzt fehlen nur noch 13. Wie schwer bist denn du? Frag mich doch etwas Leichteres. Du musst halt mehr Obst essen. Tomaten wären auch noch gesund. Tomaten? Du weisst ja, was die teuersten Tomaten sind, gell? Nein. Geldautomaten. Apropos Geldautomaten, hey, das ist ja verrückt, dass sie den Bankomat bei der Post gesprengt haben. Hey, das ist wirklich verrückt. Aber ich habe eine ganz spezielle Theorie. Weisst, Gemeindetätige braucht doch Geld. Ich glaube, das war unsere Gemeinderat. Also, ich glaube, da gäbe es jetzt einfach einfachere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel Darwil fluten und es als grosses Tauchparadies anbieten. Schau, super Idee, ja? Du, da ist ja letztens auch eine Bombe geplatzt beim FCB, gell, wo sie dort Shaqiri zurückgeholt haben. Oh, der FCB, sorry. Also ich bin ja der Meinung, Doping hat im Fußball nichts verloren. Das Zeug gehört den Spielern rein. Genau. Ich glaube eben, Fußball, also weißt du, der Ball selber, die können sich eben auch verletzen. Wieso? Ich habe letztens gelesen, dass es einen Fußballverband gibt. Und weisst du, wie die Schutzschuhe von Jesus heissen? Keine Ahnung. Christstollen. Du, von wegen Christstollen. Schon noch speziell, dass die Sanja Ameti da auf das Jesusbild geschossen hat, oder? Das ist halt wie das Motto von der Ethiker Jagdgesellschaft. Lernen Sie schießen und treffen Sie Freunde. Wobei, von lauter Einsprachen kann jetzt weder die Jagdgesellschaft Ettigen noch die Jagdgesellschaft Fürstenstein zu unserem Revier schauen. Jetzt haben wir sogar einen Interimsjagdaufseher aus Aschbigott. Darum haben wir alles wie mehr Wildsäu bei uns im Wald. Und Füchse und Hasen und sogar Wöschbären. Wöschbären? Jetzt ist mir alles klar. Ich hatte früher einen Wöschbrettbauch, heute ist es ein Wöschbärbauch. Aber ich bin schon gespannt, wie das weitergeht mit diesen Jägern. Ja, und es ist ja nicht nur auf Jesus geschossen worden. Den Trump haben sie ja auch angeschossen. Ja, der Trump. Wir sind jetzt letzte noch 2 Wochen zu Amerika gewesen. Weisst, wir haben gedacht, wir gehen noch schnell, bevor sie zumachen. In dem Fall haben die auch so eine Reisegen. Ja, schon ein bisschen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass es tatsächlich Unterschiede gibt zwischen weiblichen Genen und zwischen männlichen Genen. Und wie zeigt sich das? Ja, also Frauengen sind zum Beispiel Staubsaugen oder auf die Nerven gehen. Männergen sind eher so Fremdgehen, auf der Couch liegen. Das ist wieder mal sauglatt. Gell? Gestern haben sie geklatscht. Also ich bin dafür, dass man in einer Partnerschaft ein bisschen zueinander schaut. Das mache ich. Immer am Internationalen Frauentag. Der ist das Jahr am 8. März. Ja, und was machst du denn? Ja, weißt du, dann bin ich ganz besonders aufmerksam zu meiner Frau und ganz besonders lieb und tue ihr ganz viele motivierende Sachen sagen. Wie zum Beispiel, Schatzi, du hast heute richtig toll geputzt. Oder, Schatzi, die Einkäufe, die sind viel schwer für dich. Lauf doch 2-mal. In dem Fall an Weihnachten bin ich auch besonders nett zu meinem Partner. Ich habe ihn gefragt, ob er sich nicht ein dickes Auto wünsche. Dann hat er gesagt, nichts würde er sich lieber wünschen. Also habe ich ihm nichts geschenkt. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Du schaffst doch hier im Guckerzeitli. Ja, ich habe die Rolle verteilt. Wow. Ist das schwer? Nein, das ist gar nicht schwer. Auf jedes WC eine Rolle. Aber du, ich glaube, jetzt geht es dann gleich los. Weißt du, irgendwann im Programm kommt ja dann der lange Monolog. Oh, hoffentlich sitzt der nicht gerade vor mir an. Viel Vergnügen, genießt es. Gang ich ins Dorf auf dem Land, ist immer
Vor einem Wolfsabschuss, da tut's dem Tierschutz grusen. Der Schuss aufs Jesusbildli, der ist hinten raus. Schießt ein Jäger auf ein Jäger, wird erblitzt. Es bleibt nur noch die Serie, wo man noch auf Knaben schießt. Es gilt für die Japankäfer und für die Gemuggen. Schmarotzer musst eingeführen, auf keinen Fall verdrucken. Ja, die Empfehlung finden wir nicht wirklich toll. Jetzt haben wir Tiefkühltruhe mit Baselbieten voll. Tausend Schreie, insbesondere die Weibli. Alle Zensungen Schakiri Liebling. Gern verschwitzt eins, wo er selber auch nicht treibt. Grösse dir ist da, es ist so lang wie breit. Guten Tag, Herr Trump, ich gratuliere Ihnen. Die Medien sind mit Ihnen hart, tut es mir schienen. Nur weil Migranten fressen Katzen und Wow. Das ist nicht schlimm, das essen wir im Wallis auch. Christoph Merian Stiftung finanziert Kultur. Da hilft ein Baschi kulturell ein bisschen auf die Spur. Er sind belesen, meint er, und ambitioniert. Und heut seit Jahres Betty Bossi abonniert. Der SP Hofner Scholz hätt's gar nicht gecheckt. Sonst hat er die Wahlen auf ein anderes Datum gelegt. Jedes Kind weiß, das ist logisch und kein Scherz. Es kommt noch im Februar, auf jeden Fall der März. Es gibt bei Temu nein Pariser Tier mit Noppen. Wenn der Böschler kommt, kannst du sofort anfangen. Es ist diskreter, hast im Laden nicht so Druck. Und nach einem Test schickst sie einfach wieder zurück. Schiss die Deckel auf den Pet, da ist jetzt fix. Von dieser EU-Schnapsidee haltet mir nix. Auch wenn sich die EU mit der Schweiz gern Wort erwidert,
dir das Angebot am fixen Deckel schüttern. Unter Schucker diskutiert man das Dicke. Mit welchem Schuckerwiesli kann man auch noch stricken. Aus Amerika kriegt einmal unzensiert ein Film, was auf dem Tesla-Rucksitz grad passiert. Ist früher Opel gefahren, sicher noch mit Hut. Im Heck ein Hund, der mit dem Kopf so gewackelt tut. Die Kögel Schissi-Rolle, die für gar nicht letzt. Jetzt sieht's so aus, wenn hinter rechts Nemo sitzt. Stell dir vor, die Weihnachtsgeschichte wär nicht passiert. Die wär auf Insta und wurde laufend kommentiert. Und wenn das Paar so schnell ein Zimmer müsste suchen, der Josef wurde auf Booking.com spontan eins buchen. Und der fand Jesus nur dank Google Maps. Sie brachte Whisky-Stangen, Blumen vom Klaps. Und die drei Weisen kannten ohne Melchior. Weil in der Nähe Geschichte, da kommt kein Mord mehr vor. Und kein Lied von Wegen, unbeflecktes Empfängnis. Schlacht verhütet war ein Josef sie Verhängnis. Und waren dann die non-binären Engel singen, wird Maria Jesus schnell in die Kita bringen. Und der Heiland in der Krippe, das war dick, hat eine Decke von der Fischer-Bettwarenfabrik.
brought me to you. Und, wie hast du geschlafen? Super habe ich geschlafen. Ich habe geträumt, du hast mir 200 Franken gegeben und dann konnte ich in der Mana einkaufen, was ich wollte. Ich habe etwas Schönes geträumt. Was denn? Ich hatte Sex mit 2 Frauen. Aha, bin ich da auch dabei gewesen? Ja, nein, du bist ja in der Mana am Einkaufen gewesen. Aber ich habe wirklich nicht gut geschlafen letzte Nacht. Ich habe kein Auge zugemacht. Ja, also Freddy, würde ich die Augen nicht zumachen, könnte ich auch nicht schlafen jetzt Nacht. Du bist aber auch wieder spät heimgekommen gestern. Dabei habe ich dir noch gesagt, 2 Bier und am 10 Uhr bist du daheim. Oh, da habe ich die 2 Zahlen verwechselt. Musst denn du immer so spät heimkommen aus dem Pub? Muss ich nicht, das mache ich freiwillig. Also. Nimmst du die Kaffee heute schwarz, Schätze? Was hast du denn sonst noch für Farbe? Oh, du, mein Schwager hat mir wieder geschrieben, da schau. Oh, zeig. Freddy, das ist ein leeres Blatt Papier. Ja, der schwätzt ja nicht mit mir. Aber schau, da ist noch ein Brief vom Kolb. Ah, was steht drin? Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Rechnung von 1483 Franken für das Auswässern einer Glühbirne genau 1 Jahr alt ist. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Das war aber noch günstig gesehen. 1483. Weißt du, was ist im Jahr 1483 gewesen? 1483? Keine Ahnung. Da ist der Martin Luther geboren worden. Du, nur weil du früher in Geschichte so gut gewesen bist. Du weißt auch nicht alles. Hast du zum Beispiel 1487 gesehen? Da ist Luther 4 Jahre alt geworden. Du immer mit deinen Flachwitzen. Wobei gestern habe ich auch einen guten gehört. Den kennst du sicher noch nicht. Oh. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Oh, das weiss ich, das weiss ich. Der Bäcker muss um 5 Uhr morgens aufstehen und der Teppich kann liegen bleiben. Ist ja klar gesehen, dass du den kennst, he? So, jetzt muss ich die Post, ich warte auf einen Brief. Ach, endlich! Auf den warte ich schon so lange. Was ist es? Möchtest du dich erinnern, dass du mir vor 2 Wochen einen Brief geschrieben hast? Klar, das weiss ich noch, das war ein Liebesbrief gewesen. Ja, aber weißt du, was ich mit diesem Brief gemacht habe? Hoffentlich hast du ihn gelesen. Ja, natürlich. Und dann bin ich zu einem Handschriftexperten, zu einem Graphologen, und das ist jetzt seine Expertise. Ja. Nein, Freddy, musst du hören. Der Schreiber dieser Zeilen ist von reziprokem Egoismus. He? Er ist labil und unzuverlässig, sag ich ja. Der Schreiber ist eitel und sehr geschwätzig. Hey, ich habe dir den Brief im Vertrauen gegeben und du gibst einfach... Moment mal, das ist so mein Brief, aber das ist ja gar nicht meine Handschrift. Ja, nein, dein Gekraffel hat ja keiner lesen können. Aber dann zuerst müssen abschreiben. Freddy Schätzeli. Wenn ich jetzt würde sterben, würdest du dann mit einer anderen Frau schlafen? Das musst du nicht extra sterben. Du bist so gemein zu mir. Das bist du früher noch nicht gewesen. Weißt du noch, als wir frisch zusammengekommen sind? Bist du herzig gewesen. Wie fest du mein Händchen gehabt hast, wenn wir Fernsehen geschaut haben. Ja klar, sonst hättest du ja alle Praline allein gegessen.
Aber Erika, ich bin doch der allerbeste Liebhaber, nicht? Nein. Der allerbeste Liebhaber war ein Österreicher. Der Ötzi seit 5000 Jahren in einer Spalte und er ist immer noch stiff. Jo. Aber wenn du mich so anschaust, würdest du schon sagen, 70 Kilogramm pures Dynamit, oder? Eher 90. Mit einer kurzen Zündschnur. Oh, Freddy, gell, denkst du, die Gottenmädchen heiraten? Natürlich, aber das gehen wir ja nicht an. Nein, das Benzin können wir uns sparen. Erinnert mich gerade daran, wo wir geheiratet haben, weisst du noch? Da hast du mir auch mal versprochen, den kleinsten Wunsch von den Augen abzulesen. Das stimmt. Ich habe bis heute noch nie herausgefunden, was dein kleinster Wunsch ist. Also, ist in meinen Augen wie ein Restaurantbesuch. Weisst du, man hat das Gefühl, man hat das Beste bestellt, gell? Dass man sieht, was der Tisch nebendran bekommen hat. Haha, wieder mal sehr lustig. Aber du hast ja auch eine Idee wegen der Hochzeit. Ja. Wir könnten ihr doch eine Videobotschaft schicken. Dann hat sie etwas, was sie immer wieder anschauen kann und wir haben unsere Ruhe. Ja, das ist eine gute Idee. Hol doch du schon mal die Videokamera, hä? Ist gut. Und Sie, liebes Publikum, könnten uns doch gerade helfen bei dieser Videobotschaft. He? Oh, jetzt gerade wegen dem Helfen. Das ERTF sucht noch Helfer. Tönt euch doch melden. He? Du, Ja. jetzt, wo ich die Kamera in der Hand habe, kommt mir gerade etwas zu Sinn. Was? Gestern auf der Hauptstrasse sind 2 Japaner auf mich zugekommen und haben mir so einen Canon-Fotoapparat geschenkt. Den Rest habe ich nicht verstanden. So, komm. Läuft sie schon, Freddy? Ja, läuft. Oh. Freddy, ich weiss jetzt aber nicht, ob ich so aufs Video will, weisst. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht so wohl, ein bisschen alt und dick und nicht so hübsch. Mach mir doch wieder einmal ein Kompliment. Das ist eine gute Beobachtungsgruppe. Du bist so frech, einfach, dass du das weisst. Erst gerade letzte haben sie mir im Büro gesagt, was für schöne Beine dass ich habe. Vom fetten Arsch haben sie nicht gesagt. Nein, von dir hat niemand geredet. So, komm, wir fangen jetzt an, solange du noch 10 hast. Hallo, liebe Ludmilla Cinderella. Sag doch noch Lu. Ja, also. Hallo, liebe Lu. Schau, jetzt oben sind ein Haufen Leute da, die es lustig haben. Tun doch einmal winken. Tut doch mal so, wie wenn ihr es lustig hättet. Und die sind alle extra gekommen, nur zum dir gratulieren. He? Super. Ich finde, das lang kannst du die umkehren, komm. Natürlich. Könntest du schnell einen Blick darauf werfen, dass es nicht plötzlich umkippt? Freddy, willst du nicht jemand anders fragen? Sie sieht nicht so seriös aus. Ah, das geht schon. Ja, also. So, seht ihr, wie bin ich drinnen? Warte schnell. Jo, bist drin. Aber ich bin nicht drin. Das kenne ich ja schon. Du bist dann raufgekommen. Du bist auch drin. Hast du schon mal schneller gesehen, he? Ja. Meinst du, jetzt bin ich drin? Ja, sicher. Jetzt gehe ich lieber schnell kontrollieren. Nein, sicher nicht. Dann bist du wieder nicht mehr drin. Die meinen, wir sind ja blöd. So, komm jetzt, wie wollen wir anfangen? Ich habe mir etwas überlegt. Hallo, liebe Trauergemeinde. Ich meine Hochzeitsgesellschaft. Ich wende mich gerade direkt persönlich ans Publikum. Liebe Lu, liebe... Gegen wen heiratet sie? Adam. Liebe Adam. Oh, nein, Jesus. Adrian heisst er. Also wir zwei, die Götti und seine Frau. Umgekehrt. Was? Umgekehrt. Was umgekehrt? Du hast bis die Frau auf mich gezeigt. Habe ich auf ihn gezeigt? Er ist der Götti, nicht ich. So, komm weiter jetzt. Liebe Lu, ich als die Götti sehe es als meine Pflicht an, dir und dem... Meinst du, ich kann den Namen merken? Wie heisst die jetzt schon wieder? Wer? Ja, der Jean-Mis, der, der sie heiratet. Der, weißt du, von der auch nicht. Ja, der Daniel.
Oh, das. Nein, der Daniel ist der vorher gesehen. Ja, der Nette aus Hofstetten, weißt du noch? Ja, der Daniel. Das wäre der richtige gewesen für uns. Ja, wirklich ein guter. So schade, dass er sitzen lässt. Ja. Ja, es Freddy. Das ist jetzt aber auf dem Video. Das wissen schon alle. Ja, das schon. Auf alle Fälle möchten wir euch gerne vorbereiten auf den Hürdenlauf der Ehe. Weil jeder gratuliert euch, aber keiner sagt euch, was wirklich auf euch zukommt. Ja, aber wir sagen es jetzt. Genau. Das Wichtigste in einer Ehe ist durchheben. Durch Ehe eben. Von dort kommt eben das Wort durchheben. Eine Ehe ist ja kein Zuckerschlag. Es können schon mal ein paar schöne Minuten dabei sein. Und von denen kann man dann jahrelang zehren. Ja, was wir schon zehrt haben, gell, Freddy? Seit 28 Jahren geheiratet. Ist das nicht schön? Das ist nicht schön. Ja. Und akzeptieren, Lu, akzeptieren ist ganz, ganz wichtig, gerade als Frau. Was akzeptieren? Ja, akzeptieren, dass der Mann nachläuft in seinen Bemühungen, oder? Was? Ja, aber das ist egal, weil wir lieben uns, gell? Ja. Jetzt sag, dass wir uns lieben. Jetzt sag, dass wir uns lieben. Wieso schlägst denn du mich ständig, wenn wir uns so lieben? Jetzt sag's halt einfach. Das interessiert doch die Leute doch nicht. Das interessiert euch schon, oder? So, hör jetzt auf. Um mit der Videobotschaft fertig zu kriegen, muss ich mich konzentrieren. Also mit dem, Lu, hat der Götti auch ganz fest nie in letzter Zeit mit der Konzentration. Liebe Lu, liebe Ahmed. Nein! Adrian! Ja, auf alle Fälle hoffen wir, dass ihr euch das gut überlegt habt. Weil heiraten darf ja heutzutage jeder Depp. Ja, jeder Depp. Oh, Freddy. Ist das jetzt alles da drauf? Ja, das ist ein gutes Gerät. Nein, das müssen wir löschen. Nein. Ja, nein, wir werden es aufs richtige Leben vorbereiten. Ja, gut, das stimmt. Und gell, das Geheimnis von einer guten Ehe liegt ja in 4 Wörtern. Du hast recht, Schatzi. Ich down und fühl mich schlapp und hilflos. Und alle Sorgen mit Nacht nicht schlafen lassen. Dann bin ich still und wart mal ganz geduldig, bis du denn kommst und alle Zweifel gehen. Du stellst mich
Bei mir ist jetzt Patrick Reber, er ist von der Ostgipser AG. Patrick, sag mal, ich habe gehört, ihr habt ja spezialisiert aufs Einmauern von unerwünschten Personen und ihr tut dann die Wände gerade selber sauber vergipsen. So tut ihr eigentlich euer Angebot weiterentwickeln. Natürlich, es entwickelt sich immer ein bisschen etwas weiter, aber wir sind eigentlich ein klassischer Gipserbetrieb und wir führen Gipsarbeit im klassischen Sinn aus. Aber ihr habt doch von Donald Trump den Auftrag bekommen, alle seine Gegner, ich sage mal, verschwinden zu lassen. Ich glaube, ihr macht das sogar direkt im Weißen Haus. Wo geht ihr mit diesen Leuten hin? Decken, Schallschutzdecken etc., Fassaden, Isolationen, Aussenbereich und so weiter. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man anbietet. Wer ist denn in Kontakt mit Donald Trump und wer organisiert die Aufträge? Machst du das? Also das bin in erster Linie ich als Geschäftsführer und dann 5 sehr motivierte und langjährige Mitarbeiter, die wir beschäftigen. Und die sind top motiviert und führen qualitativ hochstehende Arbeiten aus. Habt ihr euch jetzt auf den Trump und die USA spezialisiert oder würdet ihr auch Aufträge von anderen Ländern annehmen? Seid ihr da flexibel? Also ich würde sagen, doch in erster Linie schon, aber wir machen natürlich Ausnahmen. Also, wenn jemand von Südfrankreich mal anrufen würde, würden wir auch das machen. Okay, Sie sehen. Wenn verschwinden lassen, so dass man einfach nichts mehr sieht, dann sind sie richtig bei der Oso Gipser AG. Hallo zusammen, wir sind Karl Schnauz, Spidole Schneuz und wir bringen für euch ein paar Banken. Wir fangen an mit einem Refrain, den wahrscheinlich die meisten kennen. Wer will, darf gerne mitsingen. So ne da, so wunderschön wie heute, so ne da, das sollte ich nie vergehen. So ne da, so wunderschön wie heute, an so einem Tag haben wir noch immer eine genug. Der Männeli fährt international an investieren, tut jetzt mit arabischen Ölscheichen fusionieren. Gegen der Kaufmann ist der Elon Musk ein kleiner Knilch. Vergessen Tesla-Autos fahren gleich mit Kräutermilch. Der FC kann nicht shooten. Entschuldigung, hören wir nochmal. Der FC kann nicht shooten. Das Rasenfeld ist geschlossen. Es wird nicht mehr geflankt, nicht mehr geköpfelt. Und erst recht nicht mehr geschossen. Ein FC, der nicht shooten kann. Es ist fast wie auf der Gemeinde. Die arbeiten zwar mit Zahlen, nur rechnen kann dort kein. Helge, zeig uns noch, Helge Stracks, Helge Mord, zeig uns noch, Helge, zeig uns noch, Helge, zeig uns noch, Helge noch. Für die Ukraine heisse Päckchen geschickt, es ist fürs Gewissen halt der Hit. Bedenkt, dass es in der Schweiz auch Unterentwickelte gibt. Wir starten heute Eine Aktion und hoffen, wir machen mit, dass im Jahr dank unserer Hilfe überhaupt noch ein Darwin gibt. Mitbekommen, in den USA ist Toupet wieder an der Macht. Über das macht
machen wir keine Witz mehr, weil mittlerweile keiner mehr lacht. Zum Lachen ist das wirklich nicht so eine, wo liegt wie druckt. Drum sagen wir nur eins dazu, seine Mutter hat den Schädel geschluckt. So ne Tag, das wird die nie vergehen. So ne Tag, so wunderschön wie heute. An so einem Tag haben wir noch immer einen genommen. Wir schneuzen, wir machen Ammen ab und schauen Trash-TV. Bei Bauerledig gesucht ist einer aus dem Elsass gsi, wo an ihres Dörfli zeigt, der Gumpi im Quadrat. Weil neben der Dorfbeiz in der Wand steht unsere Postomat. Belletage vom FCB hat hitzig diskutiert, wie man der Scher dann heimlich ins St. Jakob transferiert. Der einfachste Weg liegt auf der Hand, denn jeder weiss, der Scheck ist knapp 1,40 Meter hoch und passt ins Handgepäck. Helge, zeig uns noch, Helge, zeig uns noch, Helge, schnappst der Helge mal, zeig uns noch, Helge, zeig uns noch, Helge, zeig uns noch, Helge, genau. Im Dorf fühl ich mich nicht sicher, es herrscht keine Ordnung, kein Wort durchführen. Dass der Linder seit einem Jahr nicht mehr am Arbeiten ist, bekommt Etigo richtig zu spüren. Ein Depp, der fährt im Weg in die Scheibe. Der Postomat wird demoliert. Der eine flankiert richtig ersten Mast. Auch mit dem Linder wäre das nie passiert. Die Finanzen sind in der Krise. Eine Steuererhöhung wird thematisiert. Der Bauer treibt einen zweiten Film. Unglaublich, wir sind schockiert. Der Bächli geht den Austritt. Die Kantonalbank wird ausrangiert. Der Alice zieht zum Pappenzug, auch mit dem Linder wäre das nie passiert. So ne Tag, so wunderschön wie heute. So ne Tag, das wird die nie vergehen. So ne Tag, so wunderschön wie heute. An so einem Tag haben wir noch immer einen genommen. Der Zolli gibt's seit 150 Jahren. Wir sagen wow und denken zurück an die Afrikaner in der Menschenschau. Ja, wenn ich heute will sehen, wie primitive wilde hausen, dann fahr ich mit dem Tram in die Stadt und schau in die Ärmel raus. Zeig uns noch,
Kürzlich habe ich im Bibel gelesen, Ettige sei in Not, kein Lindy-Soft mehr und der Bächli, jo, der geht. Doch habt keine Angst und Bange, wir haben den Agi jetzt im Boot. Doch tut euch denn nicht wundern, wenn aus der Gemeinde ein Theater entsteht. Gimme ho, Tommy, gimme ho, Tommy, gimme ho, Tommy, Tommy, Agel, gimme ho, Tommy, gimme ho, Tommy, gimme ho von Ettigen. Und sie sehen fast nichts, auch in der Küche haben vom Programm nichts her. Wir wollen euch loben. So eine Schau geht nur, wenn du Helfer hast, die anpacken und brauchen kannst und dann von anderen einfach nur da sind. Und darum danken wir euch für die Arbeit fest und die ganze Zeit für euer Best. Und drum ist das heute so, weil jetzt noch nur euren Song. Und ich sing hey, 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 hey. Ich sing hey, das ist euren Song. Ich muss singen hey, 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 hey. Singen hey, das ist euren Song. Super Job machen sie. Hinter der Bühne, auf der Bühne, an der Technik, im Service, an der Bar und in der Küche. Euch allen ganz herzlichen Dank. Und ich weiß, oh mein Gott, ja ich weiß, ich stand zwar im Licht, doch hält es in dir. Und ich dank, oh mein Gott, ja ich dank,
song. We'll sing a hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. Sing a hey. Sing a song on the Gonzales. We'll sing a hey, yeah, 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 yeah. Sing a song. We'll sing a hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, hey, 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 sing a hey. Sing a song. Sing a hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. Sing a hey. Sing a song. Und wenn wir heute oben alle heimtun gehen und alle Sachen auf den Tisch stehen, dann sind wir da und wir sind froh. So, bitte. Für die noch nichts haben, nehmt euch etwas zu trinken. Es hat auch Kaffee. Ich nehme ein Wässerli. Bitte? Ja, apropos Wasser. Weiss einer von euch, was Wasser auf Russisch heisst? Ja. Nein. Ja. Weiss es einer? Ja. Weiss keiner, hä? Wodka Zero. Wodka Zero. Lustig, ja? Jenny, du hast eine leere Flasche. Ja, ja, weisst, das ist, falls mal jemand nichts möchte trinken. Ja, apropos trinken. Hey, wenn ich im Flüger sitze, dann sitze ich immer ganz vorne, ja. Weiss einer von euch wieso? Ja. Weiss es einer? Ja. Weiss keiner, hä? Ja, wenn der Flüger abstürzt, dann kommt das Getränkewagen nochmal vorbei. Apropos Flieger, da sind da letzte die EasyJet Autobahn gelandet. Die haben sogar Autobahnvignetten gehabt. Sind sicher echte Schweizer gewesen. Ah ja, ja und der letzte, da ist doch der Helikopter abgestürzt. Beim Friedhof Hörnli. Nein. Und die haben schon 2000 Tote gefunden. Nein. Mögen ihre Seele ins Licht finden. Ja, ja. Jenny, ja? Darf ich dir mal etwas fragen? Bitte noch zu. Weisst, letzte Woche bin ich an einer Veranstaltung. Super! Und dort hatte ich 2 alkoholische Getränke gehabt. Und dann hat mir einfach jemand gesagt, ich sei eine Alkoholikerin. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein Fanta trinke, sagt auch niemand, ich sei fantastisch. Du bist fantastisch. Jenny. Ja? Trinkst du nicht? Ah doch, doch, ich habe hier meine eigene Thermosflasche dabei. Jenny, darf ich gerade noch mal etwas fragen? Bitte! Ich komme eben nicht so draus bei den Thermosflaschen. Ich muss schauen, dass ich es richtig sage. Also, die tut ja im Winter das Getränk warm behalten und im Sommer kühl.
Aber wie weiss jetzt die Thermosflasche, ob Sommer oder Winter ist? Spannende Frage für ein anderes Mal. Kurt, du hast noch nichts trinken, nimm doch etwas. Nimmst du auch ein Wässerli? Nein. Ich bin Kurt. Ich nehme etwas Härteres. Eis. Eis! Nein. Ich nehme Politesse. Wo ihre Tage hat. Ich komme nicht raus. Ja, ein Red Bull, danke. Ja, gut, gell? Das Politesse. Oh, also. Der Lindy-Soft ist nicht bei uns. Ah ja, der Vogel. Wer weiss einer von euch, was dem seine schwierigsten 4 Jahre sind? Ja. Nein. Weiss keiner? Weiss keiner, hä? Die erste Klasse. Und weiss einer von euch den Unterschied zwischen dem Eiffelturm und der Basler Polizei? Ja. Nein, auch nicht. Weiss keiner, hä? Ja, beim Eiffelturm sind die hinten unten. Bei der Basler Polizei hucken sie oben. So gut. Fangen wir doch jetzt an mit unserer Therapiestunde. Nehmt euch Platz, wo euch eure Energie anzieht, fühlt euch wieder heim, fühlt euch wohl. Komm, gehen wir da sitzen. Bei euch. Ja, das ist meine. Hey, da zieht's. Ich gang da rüber, gell? Vogel. Sag mal, Heidi, wieso laufst denn du im Dreieck? Jenny, ich habe mein Kreislaufproblem. Komm gut, sitz doch auch an. Viel besser, danke. Ich habe gerade bei Weight Watchers angerufen. Super mutig, gut gemacht. Es hat keinen abgenommen. Keinen abgenommen! Tu doch später nochmal anrufen. So, herzlich willkommen zu unserer Phobie-Selbsthilfegruppe. Wie wir alle wissen, mein Name ist Jenny. Hallo Jenny! Und ich selber, ich habe ja auch eine Phobie. Ich habe nämlich panische Angst vor einem Wort, das man so buchstabieren. A, H, Ausrufezeichen. Also das Wort. Aber genug von mir, kommen wir zu euch. Kasper, wieso bist du so? Also ich bin der Kasper. Hallo Kasper! Und ich habe eine Phobie gegen Entschuldigungen. Ah, das tut mir leid. Kasper, sorry! Jetzt ist mir alles klar, das gilt also für jegliche Art von Entschuldigungen. Ja. Gut, dann müssen wir auf das Achte geben, hä? So, Heidi, schau, erzähl. Hallo zusammen, ich bin Heidi. Hallo Heidi! Ich habe ganz fest Angst vor Wiederholungen. Du hast ganz fest Angst vor Wiederholungen. Oh, Heidi! Sorry! Hör mal auf das, gut aufpassen. Kurt! Erzähl uns, wieso bist du
da? Ja, hallo, ich bin der Kurt. Hallo, Kurt! Und ich habe ein Problem mit peinlichen Pausen. Du Kurt, so rein interessenshalber, wie lange dürfen die Pausen etwa gehen? Das war gerade sauknapp. In dem Fall müssen wir einfach schauen, dass wir immer etwas zu schwätzen haben. Ja, danke. Jenny. Ja. Ich hole einen Kaffee. Ja, apropos Kaffee. Weiss einer von euch, was aus einer kaputten Kaffeemaschine kommt? Ja. Ich weiss es einer. Ich weiss kennen, hä? Cappuccino. Ist das der Doku-Sitzer vom RTF? Namaste, du hübsches Wesen. Nein, das ist unsere Phobie-Selbsthilfegruppe. Wo ist da der Unterschied? Ich bin zu spät, es tut mir leid. Schon gut. Komm doch zu uns, sitz an und erzähl uns, wer du bist. Also, ich bin Desiree. Hallo Desiree! Und Desiree, wieso bist du da? Ich bin vorbei von anderen Leuten, da muss ich immer bellen. Alles klar. Also, mein Name ist Jenny und ich habe auch eine Phobie. Ich habe nämlich panische Angst vor dem Wort, das man so aussprechen. H. Ausrufezeichen. Also, das Wort. Und das ist der Kurt. Der Kurt, der hat Angst vor peinlichen Pausen. Komm, wir müssen schauen, dass wir immer etwas zu schwätzen haben. Das hat eben Jenny schon gesagt. Entschuldigung. Können wir uns jetzt probieren, alle ein bisschen wieder zu finden, Energie sammeln, weil das ist der Kasper und der Kasper hat Angst vor Entschuldigungen. Oh, das tut mir. Stopp! Nein. Kasper. Ja. Möchtest du uns einmal erzählen, wie du das Ganze bei dir so angefangen hat? Also, als ich an der Universität St. Gallen war, bei der Frau Svetlana Podolska, ist die einfach splitterfasernackt vor mir gestanden. Einfach in Unterhose. Ich wusste, dass jemand da ist. Ja, nur weil ich das Schulzimmer putzen. Tut mir leid. Und was sind Sie? Hey, ich bin der Abwaffe da und heiße Rolf. Hallo Rolf! Und Rolf, haben Sie per Zufall auch eine Phobie? Ja. Ich leide unter Xenosilikaphobie. Xenosilikaphobie? Ja, Entschuldigung. Xenosilikaphobie? Was ist denn das? Das ist die Angst vor leeren Gläsern. Und wenn ich jetzt hier ins Saal schaue, wird es langsam aber sicher eng für mich. Darum machen wir jetzt schnell eine Pause, damit ihr euch diese Gläser ausbringt.
sehen fast nichts, auch in der Küche haben sie vom Programm nichts her. Wir wollen euch loben. So eine Schau geht nur, wenn du Helfer hast, die anpacken dich und brauchen kannst und auch für andere einfach nur da sind. Und darum danken wir euch für die Arbeit fest, die ganze Zeit für euer Best. Und darum ist das heute so, wie jetzt noch nur euer Song. Und ich sing hey, 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 hey. Ich sing hey, das ist euer Song. Wir singen hey, 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 hey. Singen hey, das ist euer Song. Super Job machen sie. Hinter der Bühne, auf der Bühne, an der Technik, im Service, an der Bar und in der Küche. Euch allen ganz herzlichen Dank. Und ich weiß, oh mein Gott, ja ich weiß, ich stand zwar im Licht, doch die Helden sind dir. Und ich dank, oh mein Gott, ja ich dank euch für eure Hilfe. Die Helden sind dir. So eine Show geht nur, wenn du Helfer hast, wo aber kein dir brauchen kannst und auch für andere einfach nur da sind. Und darum danken wir euch für die Arbeit fest, die ganze Zeit für euer Best. Und darum ist das heute so, wie jetzt noch nach eurer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, es ist euer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, es ist euer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, es ist euer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, das ist euer Song. Und der ganze Saal jetzt, wir singen hey, 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 sing euer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, das ist euer Song. Wir singen hey, 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 singen hey, das ist euer Song.
Gut, jetzt ist es schon besser. Also ich muss dem etwas entgegensetzen, dem Rhythmus-Spektakel. Ich bin eigentlich indirekt wegen Tamburen hier, weil ich nämlich zu Erlitzbach mal gespielt bei den Tamburen und nachher hat Oberwil mich gesehen, nachher bin ich im Fasnachtsglöckli und jetzt bin ich hierher gekommen. Voilà. Und eigentlich komme ich von Biel, ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Und wie ihr seht, das Leben ist eine Baustelle. Aber eigentlich möchte ich von einer richtigen Baustelle erzählen. Ich habe während der Pandemie, die gar nicht mehr gelaufen ist, kulturell, habe ich zum Glück bei uns daheim ein Umbauprojekt gehabt und habe nachher entschlossen, dass ich dort 100% mitarbeite und habe natürlich sehr viel gelernt und vor allem viel Material entdeckt. So zum Beispiel die Abwasserröhren von den Sanitär, die Geberitröhren. Und wenn sie dann bauen sind, können sie ja nicht sofort den Abfluss anschließen. Und dann müssen sie die Röhren zuerst mal schützen mit so einem Deckel. Und so ist eigentlich schon das erste Instrument entstanden. Ich habe das nachher ein bisschen weitergeführt, verschiedene so Reststücke zusammengestellt. Jetzt ist das natürlich nicht bequem so zwischen den Beinen. Ich möchte das viel lieber irgendwo aufstellen. Und manchmal hilft der Zufall, weil das Gestell vom Baustellenschild passt natürlich auch wundergenau für das Instrument. Jetzt kann ich das viel einfacher spielen. Aber die Finger von schnell an wehtun, darum habe ich die Schläger gemacht. Wieso nicht gerade 4 Schläger, ist nicht unbedingt einfacher, aber ein bisschen vielseitiger. Zum Beispiel kann man den Walzer spielen damit. International, dass ich auch mal ins Ausland kann. Also hier wäre ich ja gar nicht weit, also bevor ich in die Trennung gehockt, noch 2-3 Stationen weiter, dann wäre ich schon dort gewesen. Aber gut, Englisch ist jetzt nicht unbedingt der Vorteil. Aber ich habe auch gefunden, Tubes, das sind die Röhren da, die heißen Tubes auf Englisch, und Loops. Und der Loop, den habe ich noch suchen auf der Baustelle, das ist etwas, was sich ja immer wiederholt. Da habe ich dann schlussendlich etwas gefunden, ein Werkzeug, das sich immer dreht. Und da habe ich ein spezielles Teil vorne gebaut, mit 3 Holzkugeln und die 4. bewusst weggelassen. Das heisst also, es sind 3 Schläge und eine Pause musikalisch. Gut, es braucht natürlich etwas, das tönt. Und da ist ein Baugerüst. Ist nachher da in Frage gekommen, also allerdings von Indonesien, ein Baugerüst. Ein kleines Teil davon, so speziell ausgeschnitten. Und dank dieser Maschine habe ich jetzt schlussendlich gerade noch herausgefunden, dass das Ross ja beim Galoppieren eigentlich immer 3 Schritte macht und eine Pause. Jetzt werde ich das Ross automatisch galoppieren. Und dazu brauche ich da das Galoppiermaschine.
Englishman laut. Jetzt habe ich gleich gefunden, das ist ein bisschen höhenlastig, wie man dem sagt, das sind viele hohe Töne. Und ja, ein Bassinstrument noch dazu. Und da habe ich nicht direkt auf der Baustelle, aber es hat indirekt auch mit der Baustelle zu tun. Weil das sind so Industriestaubsaugerschläuche, wo man dann die Baustelle putzt am Schluss damit. So, da was heimgehen. ne sait plus quoi faire, il joue le blues découverte, le jaune et bleu. Car grâce au son découverte, il peut briser le cercle vicieux. Auf Französisch, weil ich eben, wie gesagt, von Biel komme, Biel, Bienne, und dort ist eben so fast halb-halb Deutsch-Französisch, aber leider verstehen eben Französisch sprechende relativ schlecht Deutsch. Darum mache ich halt Chanson Française. Das ist nicht ein Kinderspielzeug, also früher war das vielleicht in den Kindergärten, das ist ein Schlauch, wo man Elektrokabel durchzieht, das habe ich auch entdeckt auf der Baustelle. Und ist eigentlich schade, die Röhren, die wunderbaren Schläuche, die Orangen, sind immer versteckt in der Wand. Und sie sehen gut aus, tönen gut und man kann sie auch als Schlaginstrument brauchen. Nicht nur als Luft-Windinstrument. Und wenn man kleine Teile schneidet, in dieser Form hat das Instrument den Namen bekommen, das heisst Shrimp. Jetzt ist es so, in der Schweiz haben vor einer Zeit alle Orangenschläuche zum Sortiment ausgenommen. Und für die Elektriker ist das vielleicht, macht das keinen Unterschied, das sind jetzt so blaue, dunkelblaue Schläuche. Für mich ist natürlich die Töne ein bisschen weniger gut und vor allem kann man nur Shrimps machen aus blauen. Und darum habe ich, also zum Glück habe ich vorher noch ziemlich viel gehamstert von diesen Schläuchen. So konnte ich noch einen ganzen Crevettenspieß bauen. So, ich habe jetzt dank dem, oder mit dem Elektro-Röhrli-Instrument kann ich ein Stück, das ursprünglich ganz elektronisch hergestellt ist worden,
der erste, eigentlich sehr bekannte Elektropop-Hit, ich bin sicher, die meisten kennen das, ist noch fast bekannter als das Guggerzeitli. Der Elektropop-Hit ist Anfang der 70er Jahre vom letzten Jahrhundert ist der in der Hitparade gewesen, aber es kennen noch Kinder kennen das Stück noch, weil es auch gebraucht ist worden für irgendwelche Games oder Trickfilme etc. Merci vielmals, Popcorn ist das gewesen. Also haben sicher viele von euch erkannt. Und ich werde jetzt noch zum Schluss ein Stück spielen, wo ich die Instrumente alle kombiniere. Und das ist halt wieder ein französisches Chanson française. Und es geht um eine Katze, die nichts anderes frisst als Ratten. Mon chat ne mange pas. Mon chat ne mange pas ni du cheval ni du foie gras. Mon chat déteste tout ça, il ne mange que des rats. Mon chat, écoute-moi. Mange ton chat, parce que tu vois, il ne reste plus qu'un seul rat, et ce rat c'est moi.
ganz schnell, das ist auch ein Instrument eigentlich von der Baustelle, das ist ein Elektroröhrchen, das man Kabel durchzieht. Das habe ich echt mit der Bohrmaschine, was noch normal funktioniert hat, habe ich das gebrochen. Und ein Saxophon-Mundstück dazu genommen, weil das eigentlich die Form von Klarinette ist das eben nicht ein Saxophon, sondern eine Saxonette. Und für die, was interessiert hat, bei diesem Vogel liegen ein paar Kärtchen auf von mir. Nachschauen. Merci vielmals. Salut zusammen. So, ich habe meine Brille putzen da. Ja, wobei mit oder ohne Brille etwas ganz hinterher sehe ich sowieso nicht. Ist Wasser nehmen und wieder spritzen. Manchmal trinke ich einfach Wasser, um meine Leber zu überraschen. Ich lebe so ein bisschen nach dem Motto, was du heute kannst entkorken, das schiebe nicht auf morgen. Gestern habe ich meinen ersten Porno geschaut. Ich muss sagen, ich habe viel jünger ausgesehen wie heute. Aber zuerst einmal ein bisschen zu mir. Mein Name ist José Maria Jerónimo Nascimento Periquito da Silva. Ich bin Portugies. Und ich stamme eigentlich aus einer adligen Familie, da Silva. Ich bin ja schliesslich auch mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und ich bin eigentlich ziemlich ein toller, also meine Freunde würden das einmal sagen, wenn ich Freunde hätte. Meine Eltern und ich sind in die Schweiz gekommen, wir sind sehr arm gewesen, also wirklich arm gewesen. Wir sind so arm gewesen, dass ich immer Kleider von anderen Leuten anlegen musste. Der Schulbus, der hat mich höchst selten mitgenommen, weil ich das Gefühl hatte, ich sei eine Altkleidersammlung. Wenn ich nicht als Bub auf die Welt gekommen wäre, hätte ich gar nicht gewusst, mit was ich spielen den ganzen Tag. Zu oben habe ich am PC den Papierkorb durchwühlt, um zu schauen, ob es noch etwas zu essen gegeben hat. Aber das Allerschlimmste war, dass, wenn wir in Langenerle sind, spazieren und das Tentenbrot zurückgeworfen haben. Aber das spielt ja irgendwie alles gar keine Rolle, weil ich kann nichts und das ist das, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, einfach nichts. Wenn meine Frau abends zu oben todmüde heimkommt vom Arbeiten und sagt, und Schätzele, was hast du heute gemacht, wieder nichts? Dann muss ich sagen, ja, ich habe einfach nichts gemacht. Den ganzen Tag einfach nichts. Vom Morgen früh, am 9 Uhr bis zu oben spät, am 5 Uhr mache ich einfach nichts. Und das ohne Pause. Weil ich frage mich auch, wieso sollst du mir auch eine Pause machen vom Nichts machen? Ich meine, wenn du in einer Pause vom Nichts machen nichts machst, ist das ja auch gar keine Pause. Weil in einer Pause musst du ja etwas machen, was dich interessiert. Und da kommt eben das zweite Problem. Mich interessiert auch gar nicht. Und selbst wenn mich etwas würde interessieren, ich könnte es ja gar nicht. Gell, dann weißt du, was ich rede? He? Schaffst du nicht bei der Gemeindesättigung? Also, versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Gemeindeangestellte. Wenn es sind Arbeitskollegen von mir, die machen ja auch nichts. Ja. Aber zum Glück gibt es ja nicht solche, die nicht nur so sind wie ich, die nichts machen, sondern die einen Haufen machen, die den ganzen Tag einen Haufen machen. Haufen machen die sogar. Und am Ende des Tages muss ich mich halt dann schon fragen, für was machen die das? Für nichts. Ja, und jetzt ist die Stimmung im Keller. Vielen Dank, lieber Textschreiber. Das war eine Meisterleistung, super. Weil eins müsst ihr wissen, der Textschreiber, der kann nämlich auch nichts. Ausser über sinnloses Zeugs minutenlang diskutieren, das keinen Sinn macht, kann er nämlich nichts. Aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen reinschaue, da hat es ja Leute, die so komplizierte Nummern auch verstehen, die denken können, die einen Haufen denken können, die den ganzen Tag denken. Und ich sage jetzt nicht die von der will, sondern ich sage jetzt wirklich Leute, die können denken. Hättest du nicht gedacht, gell? Ja, das beim Denken, das ist auch immer so eine Sache. Wenn sich ein Mann mit dem Kopftyp beschäftigt, sagt man ja dem Denken. Wenn sich aber die Frau mit dem Kopftyp beschäftigt, dann ist es das Frisieren. Wisst ihr, was eine 18-jährige Prostituierte und eine Ehefrau beim Sex denken? Die 18-jährige denkt, hoffentlich bekomme ich kein Kind von dem.
Die Prostituierte denkt, hoffentlich zahlt er gut. Und die Ehefrau denkt, die Decke könnte man auch wieder einmal streichen. Ja, und da letztes Jahr habe ich mich ja beworben um eine Stelle. Da bin ich eingeladen worden, super Personalbüro und so. Und dann ist die super freundlich zu mir und sagt sie zu mir, ja, erzählen Sie mal, was Sie denn so gut können. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich nicht, ja. Er sagt, ja, wir würden Sie gerne einstellen, aber wir können nicht, der Chefposten ist schon weg, ja, es tut mir leid. Jetzt, wo wir es vom Arbeiten haben, einfach, ich weiss nicht, ob das schon irgendjemand mal heute erwähnt hat, aber das RTF sucht im Fall noch helfen. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon relativ lange da, habe schon viel gemacht für das, was ich eigentlich nicht kann. Ja, und jetzt gehe ich eigentlich wieder, weil ich gehe heim und mache das, was ich eigentlich am besten kann. Nämlich nichts. Tschüss zusammen. Liebe Damen und Herren, oh nein, das sagt man nicht, Entschuldigung, heute muss ich es anders sagen. Liebe Genderer und Chatterer, jetzt ist wichtig, ja, alles geschlechterneutral, das ist ganz wichtig. Man macht ja auch sogar vor den Lebensmitteln keinen Halt mehr, also überall muss alles geschlechterneutral sein. Ich bin in einer Bäckerei heute vorbeigelaufen, steht auf dem Plakatli diverse Sandwich. Gut, aber das ist heute das Thema. Wir sind das Elfi-Glöckli. Ja, wir gehen noch in die Schule und bei unserer Klassenlehrerin tut das Testosteron ein bisschen durchdrücken. Der hat an den Beinen so viel Haar wie ein Mann sonst auf dem Rücken. Sie sagt, ich bin eine echte Frau, aber hat's denn grad verpatzt, weil sie sich in den Schritt lenkt und an den Eier kratzt. Wir haben einen Refrain zum Mitpfeifen.
gehört, dass man in Zürich die Toten kompostieren tut. So sind die wenigstens nach dem Tod für etwas gut. Aber dünkt ein Bauer sein Land mit Kompost vom Friedhof Schwammendingen, wird das Feld bestimmt nichts Gescheites zum Wachsen bringen. An der Olympiade haben sie Schwierigkeiten gehabt. Ist das bei der Frau eine Frau oder ist die Frau ein Mann? Der Opi sagt, im Fußball, dort kann man das Licht durchschauen. Wenn sie besser schütten, ja dann sind's Männer. Profi-Golfer ins Gefängnis, dann hat man ihn eingelocht. Liefert ein Kurier an die falsche Adresse, hat er sich verbracht. Steckt ein Schöfer mit der Härte im Morast, hat er sich verschlampt. Und Amerika hat sich gottsjämmerlich verdrammt. In einer Windel sagen wir vor die Toi Toi, sie kann leer oder voller Kack sein. Der Rollator vom Omi nennen wir Friedhofstaxi. Ein Stinkbomber ist der Schulbus, ist er übervoll. Das Zeugnis heisst bei uns schon lang Katastrophenprotokoll. Eine Bandenwerbung ist für uns ein Wahlplakat mit Fotos. Und trifft sich der Gemeinderat von Derwil, ist das die GV von der Totteli. Unsere Mami tut so eine Abnehmpille schlucken. Die soll ihre 120 Kilo auf 119 abdrücken. Im Beipackzettel steht, schon eine Menge sind dran erblindet, was sicher hilft, weil sie so den Kielschrank nicht mehr finden. Unsere Sportlehrerin geht manchmal ein wenig rum. Sie hat 2 neue Busenimplantate, kann aber jetzt nur noch den Rückenschwung. Hat eine neue Nase, neue Zähne und es sieht's an jeden. Alle Lippen aufgespritzt, sie kann nicht mehr sitzen und nicht mehr reden. Extensions, Botox und eine Überdosis Brünungscreme. Hilft alles nicht, weil ihr Hirn wär's Problem. Da hängt Spinnennetz. Es ist Halloween, übersetzt Fasnacht für Expats.
Will ich schimmlige Zombies gesehen, hol ich Kürbisköpfe in Scharen, muss ich nur auf der Weil führen fahren. Der Papi sagt, wichtig für einen Mann ist eine Frau, die putzt. Wichtig für einen Mann ist eine Frau, die schafft, was allen nutzt. Wichtig für einen Mann ist eine Frau, die man gern küssen. Und das Wichtigste, die 3 Frauen dürfen nichts voneinander wissen. Unsere Opi mit 90 fährt noch Audi konsequent. Hört praktisch nichts, sieht mit dem guten Auge noch 3%. Er holt es ab, wartet dus im Audi, drum die wir zum Abschied babseln. Salut zusammen, wir sind unterwegs mit der Sterbekapsel. Tschüss zusammen!
Gäste, die nächste Produktion ist für Menschen unter 18 Jahren nicht geeignet. Es kann zu traumatischen Erfahrungen kommen. Und Leute mit schwachen Nerven oder mit Herzrhythmusstörungen sollen jetzt den Saal verlassen. Der Vorstand vom Google-Zeitli lehnt jede Haftung ab. Aber keine Angst, es ist keine Gemeindeversammlung. Es geht nur um ein Märchen von den Gebrüdern Grimm. Also alle miteinander, Hallo. Hallo. Ich begrüße euch im Literaturclub. Also nachdem wir die letzten Mal über Kafka und Goethe geredet haben, schauen wir heute ein Märchen von den Gebrüdern Grimm an. Schau doch nicht so grimmig. Gib mir alle Bier. Und zwar habt ihr ja auf heute das Märchen vom Rotkäppli gelesen. Ich bin gespannt auf eure Interpretationen und auf unsere Diskussionsrunde. Aber zuerst lesen wir nochmal in das Märchen hinein. Es ist einmal vor langer, sehr langer Zeit. Es hätte gestern können sein. Ein herziges Mädchen war. Und weil es immer einen roten Hoodie, also einen roten Kapuzenpulli angehabt hat man dem Mädchen auch Rotkäppli gesagt. An einem schönen Dienstagmorgen. Es war Samstag. Sagt die Mami zum Rotkäppli. Rotkäppli, die Großmutter ist krank. Bring ihr den Korb mit Wein, Wurst und Brot. Nimmst aber den schnellsten Weg durch den Wald, gell? So eigentlich Rotkäppli, nicht Rotpulli. Oder Rothoodie. Rothoodie, das wäre ja dann die Schwester vom Robin Hoodie. Ja. Oh, apropos rote Bulli. Ich habe gerade den letzten Bulli entwischt mit einem 20er-Nötchen drin. Hoffentlich werde ich jetzt nicht wegen Geldwäscherei anzeigen. Nein, das Rotkäppli nur einen Bulli gehabt. Eine Kappe hat es nicht angehalten. Ah ja, Kappe. Ich habe gerade letzte Woche meine Wintersachen wieder anprobiert. Der Schal passt noch. Also ich finde das Märchen sowieso juristisch total unpräzise formuliert. Es müsste ja heißen, es ist einmal eine weibliche minderjährige Person im vorpubertären Alter gewesen. Die Erziehungsberechtigten von dieser jugendlichen Person haben in Ausübung vom ihnen vom Gesetzes wegen zugestandenen Namensbestimmungsrecht gemäss Artikel 270a ZGB den Rufnamen Rotkäppli gegeben. Unbeanstandet von der KESB, die gemäss Artikel 252 bis 327c hat können widersprechen. Hä? Nein, das passt mir nicht. Ich meine, wieso ein Mädchen und nicht ein Bub? Um das jetzt politisch korrekt darzustellen, würde ich das so formulieren. Es war einmal ein junger Mensch mit dem Namen Rotkäppli. Und das hat mit der weiblichen Erziehungsberechtigten am Rand von einem grossen Wald gelebt. Und dann an einem schönen Sommertag, 5 Grad über dem Durchschnitt wegen der Klimaerwärmung, hat die Großmutter sie gebeten, ihr doch einen nachhaltig produzierten Bastkorb zusammenzustellen. Ja, weißt du, jetzt so frischem Demeterobst und natriumarmem Mineralwasser, aber nicht, gell, nicht weil es eine typische Frauenarbeit ist. Einfach, weil ich finde, dass es so eine Handlungsweise ein Gefühl von der Zusammengehörigkeit entwickelt. Hä? Ja, denn schliesslich ist Großmutter ja nicht krank. Sie ist ja noch im Vollbesitz von ihren geistigen und körperlichen Kräften. Damit also durchaus handlungsfähig. Artikel 12 ZGB.
und in der Lage lernen, als reife Erwachsene selber in die Hand zu nehmen und ihre Handlungen bewusst zu vollziehen. Artikel 12 ZGB oder 13 nicht. Also, ich komme nicht raus. Du bist so blöd. Hey! Das heisst nicht blöd, das heisst intellektuell unaufdringlich. So, kommen jetzt. Hallo, reissen dich zusammen. Konzentrieren wir uns wieder mehr auf die Handlung. Und so ist das Rotkäppli losdeppelt und in tiefen, dunklen Wald hineingelaufen. Es hat schon ein bisschen Angst gehabt, aber der Weg zur Großmutter hat es ja bestens gekriegt. Und es war auch scheinbar stolz gewesen, dass es ganz allein durch einen tiefen, dunklen Wald durchlaufen. Plötzlich sieht es einen Wolf mit grossen Augen hinter einem Baum. Und das Rotkäppli hat gefragt: Wolf, wieso hast denn du so grosse Augen? Und der Wolf sagt: Lass mich in Ruhe, ich bin am Schiessen. Stopp! Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte halt auch mal ein Witzli machen. Dann reissen dich zusammen und lesen es einmal richtig. Also gut. Wo das Rotkäppli durch den Wald spazifiziert, trifft sie auf den grossen, bösen Wolf. Und der Wolf sagt: So, Deli, du herzig, hübsches Ding, wo geht's denn hin? Und das Rotkäppli sagt: Zur Großmutter, sie ist eben krank. Und der Wolf fragt: Was hast denn du da im Körbli? 75 Tee. Sagt das Rotkäppli. Und dann überredet der Wolf das Rotkäppli, den Waldweg zu verlassen und Blümchen pflücken. Gut. Ich denke, diesen Teil könnten wir jetzt auch analysieren. Wie interpretiert ihr jetzt diese Situation? Also, mir nimmt ja schon ein schambar Wunder, was Rotkäppli angehabt hat. Und was es für ein Rot getragen hat. Ist es ein Purpurrot gewesen? Oder ein Scharlachrot? Oder ein Blutrot? Oder ein Weinrot? Ich weiss! Ein Feuerrot! Na, vermutlich ein Gemeinderot. Hey. Also, ich sage das ja schon lange, wegen dem ganzen Antibiotika in unseren Gewässern. Haben wir jetzt das Resultat? Ein mutierter Wolf, der schwätzen kann. Nein, sorry. Aber, und ich will es ja nicht dramatisieren, aber wenn er sie fragt, was sie im Körbli hat, schon ein bisschen sexistisch, nicht? Weiss ja nicht. Aber das ist nicht das Allerschlimmste. Nicht das, was mich am meisten stört. Blümchen pflücken! Haben denn eigentlich heutzutage alle das Gefühl, sie können sich einfach in der Natur bedienen, oder was? Hey, wenn es essbare Kräuter gewesen wären, voll okay. Aber Blümchen pflücken mit der Idee, sie daheim einfach in eine Vase zu stellen zum Sterben lassen. Geht's eigentlich noch? Nein, das zerreißt mir das Herz, das finde ich absolut inakzeptabel. Ja, die Schuldfrage ist doch ganz klar. Wegen der Nichtbeachtung vom Verbot betreffend Verlauf vom Waldweg hat sich die junge minderjährige Person straffällig gemacht und ist dann beim Übertreten vom diesbezüglichen Blumenpflückverbot einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz begegnet. Wo sich gemäß Strafgesetzbuch Artikel 311 FF wegen Amtsanmaßung ebenfalls strafbar gemacht hat. Somit sind beide Subjekte als Kriminelle zu ordnen. Also, ich finde das eine blöde Diskussion. Apropos Wolf, den habe ich auch zwischen dabei.
Ja, geil, und trotzdem, wenn überall in den Medien heisst, der Wolf muss man abschießen und oh, der böse Wolf, der böse Wolf. Wisst ihr, was mir viel mehr Angst macht? Unsere Gemeinderat läuft frei umeinander. Gut. Ich denke, wir haben genug analysiert. Kommen wir zum Schluss von dem Märchen. Und so ist der Wolf zum Häuschen von der Großmutter geschlichen und hat an ihre Türe geböppelt. Wer ist du? Fragt die kranke, schwache Großmutter. Ich bin's, das Rotkäppli, sagt der Wolf. Und die Großmutter lässt ihn rein. Der Wolf stürzt sich auf den Altweib, reißt ihr den Kopf ab, schlitzt ihr mit seinen scharfen Krallen den ganzen Bauch auf. Das Blut spritzt raus, da kann Flutsch in der Boden, die Leber klatscht an die Wand. Überall ist plötzlich sehr grauenhaft ausgesehen. Gefällt sich, Kinder? Auf jeden Fall hat der große, böse Wolf die arme, schwache Großmutter Rebis und Stibis aufgegessen, hat ihr Schlafhübli angelegt und ist in ihr Bettchen gelegen. Ja, und der Rest von der Geschichte, die kennen wir ja. Das ist ja fast schlimm. Die Märchen von heutzutage, die sind ja gar nicht zeitgetreu. Nein, ich meine, heutzutage hat die Großmutter fix einen Velokurier geschickt. Ja, oder alles gerade von Zalando direkt liefern lassen. Genau. Nein, stellt euch einmal vor, wie wurden die Märchen heute geschrieben? Ja, also, Bremer Stadtmusikanten, ja, die wandern ins Tierheim. Und wegen ihrem Gejohle werden die eingeschläfert. Und Schneewittli stirbt im Glassarg. Treibhauseffekt. Ja, ich weiss noch früher noch. Schneewittli, Schneewittli, lass dein Haar herunter. Das heisst Rapunzel. Ah, ja stimmt. Schneewittli, Schneewittli, lass dein Rapunzel herunter. Nein, und das Rumpelstilzchen wurde von der Polizei verhaftet. Weil die kennen kein Bart bei Kindsempfehlungen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mich Rumpelheinzchen stürzt. Hänsel und Gretel, die würden sich heute ja gar nicht im Wald verirren, weil die hatten Google Maps. Ja gut, die würden aber auch nicht Hänsel und Gretel heißen, sondern Hans und Greta. Und sie würden in einem Fairtrade-Knusperhäuschen leben und sich ums Klima kümmern. Die Jäger schießt nicht den Wolf, sondern schießt auf den Trump. Apropos Trump, schießt auf den Trump. Das ist wie beim Bus. Knapp verpasst. Ja. Gut, die sind ja in guter Gesellschaft. Auf der Jesus ist ja auch geschossen worden. Und der Flaschengeist, der wandert in die Altglassammlung. Ja. Und der Rattenfänger von Hameln verklagt die Stadt wegen Nicht-Einhaltung der Hygienevorschriften. Und das Aschenputtel, das war heute ein CEO von einer grossen Reinigungsfirma und wird mehr Geld verdienen wie der Buri Forst. Du aber, gell, ich habe ja gehört, auch er hat den Japan-Käfer nicht so im Griff. Genau, die Heinzelmännchen werden eingebuchtet wegen Schwarzhaar. Aber pro Schwarzhaar, aber die ZDF sucht noch helfen. Ja, und dank der Klimaerwärmung haben wir eine arbeitslose Frau Holle, oder? Ja, und Rapunzel kann auch gar nicht gerettet werden. Weil alle Prinzen, die kommen und sie wollen retten, die stürzen ab. Wegen ihren Extensions. Genau. Und wegen den außerordentlich vielen Gewaltszenen in den Märchen hier von den Gebrüder Grimm dürfen wir die in der heutigen Zeit nur noch ab 18 hören. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, hey, super.
Hey, merci. Hey, Moment. Wir müssen noch abmachen, was für ein Buch wir das nächste Mal anschauen. Also ich habe vor 2 Jahren das doppelte Locken gelesen und den Zwilling gekriegt. Das kann ich nicht empfehlen. Das ist ja gar nichts. Meine Frau hat Schneewittli gelesen. Heute haben wir 7 Zwerge. Oh. Was ist los? Ich glaube, ich muss heim. Wieso? Meine Frau will heute Alibaba und die 40 Räuber lesen. Im Jahr 2018 hat der Ettiker Roland Brun den traditionellen Metzgereibetrieb Schultes in Basel übernommen. Jetzt Roland, sag mal, uns ist zu Ohren gekommen, du würdest das Rindfleisch bei Temu in China bestellen und das würde dann einmal pro Woche bei dir angeliefert. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Wir haben täglich Wareneingang am Montag und kommen dann am Mittwoch zu uns. Und dann nehmen wir es lagern und dann wird das nach 14 Tagen verkauft. Roland, man sagt, die weltbekannte Schweinegrippe, die hat bei euch den Ursprung. Sind es eure Säue gewesen, die das Virus verbreitet haben? Und also mit den Säuen, ich glaube, es sind genug Filme, die in der Zeitung sind, die sind bekannt. Die Schweinegrippe ist ja für Menschen gefährlich. Wie schützt ihr euch? Und das ist ja auch, da sind wir ja auf die Idee gekommen, oder ich respektive auf die Idee gekommen, mit meiner Frau zusammen, als wir uns impfen. Ja? Ha. Und dann haben wir gehört, dass du im Kühlraum amigs Tänzchen machst mit deinen Rindern. Hättest du Lust, uns einmal so einen Tanz zu zeigen oder aufzuführen? Tipptopp! Danke Roland für den Tanz. Jetzt zum Abschluss noch die Frage, was ist das Erfolgsrezept von deiner Metzgerei? Die Küche reinhocken, den Ofen anmachen, wir müssen in die Richtung gehen. Nach der
wo ich schaue in seine Augen, wo so klar sind wie ein Gletschersee. Und wir zwei, wir wollen ganz schnell nach Ettingen. Am letztmöglichen Tag in der Filiale von der Credit Suisse ja nicht mehr schlafen, so hat es mich geblockt. Ob mein Geld sicher auf ein UBS-Konto kommt, habe ich so einen jungen, dynamischen mit Krawatte gefragt. Aber natürlich, hat er gesagt, Sie wissen doch, unseren Spitzenkader kann man nicht mehr vertrauen. Habe ich nachgedacht, da habe ich einen an die Schnur gehauen. Ich bin ein einfacher Mann. Ich kann ja kein Englisch. Lauf letztes Jahr an der Uni vorbei. Haben sie gerade demonstriert. Wie unsere geistige Elite kann täubeln, das hat mich irritiert. Ein schreit mir an, ey Alte, Free Palestine, from the river to the sea. Schreie ich zurück, wenn das etwas ist, was gratis zu fressen gibt, bin ich dabei. Wenn ich dieses Jahr hätte Sujet bestimmen, das wäre klar gewesen, der Fall. Ich hätte genommen, das Zauberfüssli ist zurück im Stall. Und für einen Plagettenmüller hat es ihn auch nicht gebraucht. Der besondere Einsatz. Der Cerdan hat in Originalgröße auf der Plakette Platz. Die 40-jährige Lindsay Vonn fährt wieder Skirennen und wird angepöbelt. Der 60-jährige Mike Tyson boxt gegen einen YouTuber, wird von dem vermöbelt. In der Japan-Profiliga shootet ein 58-Jähriger und ich habe gehört, dass ich nicht hören sollte. Der Fabio Celestini hat für den nächsten Match den Karl Leodermatt aufgeboten.
Fürs Obligatorische habe ich mit dem Sturmgewehr im Keller geübt. Ist nicht gut gelaufen. Beim Regeln ist mir ein Schuss ab und hat der Sonntagshut von der Schwiegermutter getroffen. Ja, das ist so ein Queen Elisabeth Gedächtnisdeckel, so rundum mit der Höseli und Thuja. Jetzt hat sie gesagt, zur Strophe kam sie nicht mehr auf Besuch. Halleluja! Ich hatte letztens einen Auftritt, da haben ein paar Frauen von Begeisterung da wie verrückt. Und beim Rauslaufen hat mich eine angekumpelt und mir einen Schmutz aufs Maul gedrückt. Da habe ich gesagt, hey, hallo, willst du mir Honig aufs Maul streichen? Das heisst, ich kann mich nicht mehr zurückheben. Du tust so fest, im Tommy Jäger der Gleiche. Der will, hat mich einbürgern. Dann habe ich gesagt, hört auf mich zu animieren. Ich bin auf Ettigen fixiert, die würden ganz sauer reagieren. Dann fragen sie, ja, was ist denn das Ettigen besser als der will? Gibt es einen Grund? Sage ich, soll ich einfach aufzählen, es geht aber länger als eine Stunde. Es gibt E-Bikes, es gibt Mountain-E-Bikes und es gibt E-Wanderhosen. Wirklich wahr. Die haben an den Oberschenkeln einen E-Motor eingebaut, kommst du als Gipfelstürmer vor. Ich als alter Double brauche die Hose zum Kasperlen mit einem Kätzchen, nicht für einen Sport. Die ziehe ich dann rauf bis unter die Gürtellinie, dann vibriert es auch am richtigen Ort. Es gibt ja so viele Leute, die dort vor dem Essen ihre vollen Teller fotografieren. Dann stellen sie das Bild ins Netz, dass ihre Fans können mit Daumen auf reagieren können. Letzte schickt mir ein 12-Gang-Menü. Zuerst denkt man, soll der Stuss. Aber Hunger gehabt, die Bildchen angeschaut und einfach das Handy gefressen am Schluss. Ich rufe an bei Telmate, da meldet sich KI. Tun Sie uns Ihre Schmerzen sagen. Da sage ich, ich habe Kopfweh, dann ein bisschen Bauchweh und glaube einen schlechten Magen. Und frage, gibt es denn schon eine Diagnose, so schlecht wie es mir geht? Sagt KI, wenn Sie so weiter jammern, sind Sie in 10 Minuten tot. Man sagt nicht Mami, sondern Person, die mich geboren hat. Man sagt nicht Papi, sondern Person, die mich aufgeklärt hat. Man sagt nicht Kinder, sondern Personen, die ich gezeugt habe, was ja stimmt. Man sagt nicht Ehefrau, sondern Person, die einem Freude am Leben nimmt.
Aber dass das klar ist. Meine Frau hat gesagt, das musst du unbedingt bringen. Und dann sind wir nachher in die Ferien gegangen und dann ist das passiert. Ein Scheich in Dubai, eigentlich ganz eine Flotte, hat mir als Gegenwert für meine Frau 20 Kamel angeboten. Da habe ich zu dem gesagt, los Alter, das ist mager. So viel Kamel wie meine Frau wert ist, hast du gar nicht an Lager. Eben, gell? Das ist eine geschönte Version von dieser Geschichte. Die hat sich ein bisschen anders zugedreht. Ein Scheich in Dubai, eigentlich ganz eine Flotte, hat mir als Gegenwert für meine Frau so ein ganz kleines Kamel angeboten. Also da haben gesagt, du hör mal gut, Mann, jetzt legst du noch ein paar Leckerli drauf, dann kannst du sie haben. Hallo zusammen, danke vielmals. Der Fahrer mit dem Autokennzeichen BL 21047 bitte sofort an die Kasse. Der Peter ist mit dem Traktor reingefahren. Heute im Sonderangebot 500 Gramm Kalbsfleisch vom ungarischen Truthahn für nur 6,95 Franken. Der kleine Aris mit Jahrgang 97 und 99 sucht seine Mami. Er hat einen Coiffeurtermin. Oh, sorry, falscher Knöpfchen. Ei. Hey, schon wieder eine leere Kasse. Und ich habe gemeint, leere Kasse gibt es nur auf der Gemeinde oben. Nein. Hallo? Ja, ich komme ja schon. Oh, nicht so streng. Karin! Kannst du dort noch schnell Regal auffüllen? Wisst ihr?
der Markus war eben gestern da von der Vogue. Er hat alle Pastetli aufgekauft. Nächste Woche ist Pastetli-Woche in der Vogue. Nur das Beste für die Gäste von der Vogue. Hey, ja. So, grüezi, Herr Kron. Grüezi. Pip. Herr Kron! Ja. Schon wieder 4 Bier. Haben Sie die von gestern, die 6, schon gesoffen? Pip! Oh, die sind super. Die waren letzte Woche in Aktion gewesen, 2 für 1. Wenn ihr gerade Aktionen dürft, schnell, haben ihr nicht mehr noch die Heftchen mit den Aktionen für nächste Woche? Ja, schauen Sie da vorne, da vorne. Super. Ja. Ich muss einfach sparen, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiss nicht, ob in diesem Dorf nicht doch noch eine Steuererhöhung kommt. Entschuldigung, können wir bitte ein bisschen vorwärts machen? Danke. Hey, also sehr. Es geht im Fall so lange, wie es geht. Wir haben noch Wichtiges zu besprechen. Ja, übrigens, das ist eine Gemeindeversammlung wegen dem Schulhaus. Ja. Jesus, da kann Eintrittskontrolle haben die gemacht. Ja, ich musste meinen Ausweis zeigen. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nein. So, Herr Kron, das macht dann 86 Franken 90. Haben Sie eine Superkarte? Was haben? Ich will nichts mehr haben. Nein, ob Sie eine Superkarte haben oder sammeln Sie Märkli? Was wollen Sie ins Parkli? Ich habe keine Zeit, ich muss zurück ins Altersheim. Ich will da gestanzt mit dem Pizza. Herr Kron, darf ich euch ein Märkli haben? Ja, ja. Ja, da, super. Was macht das jetzt? Eben 86 Franken 90. Ich verstand Sie nicht. Nehmen Sie mein Portemonnaie. Ja, das ist gut. Nehmen Sie raus, was Sie brauchen. Ja, gestern haben Sie mehr drin gehabt. So, können wir noch mal die Handbremse lösen, bitte? Und ein bisschen vorwärts machen. Ich habe wirklich noch anderes zu tun heute. So, Herr Kron, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wer bekommt den Schlag? Einen schönen Tag! Ah, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön und Adi. Ade, Kron. Hoffentlich hat er die Winterreifen montiert. Karin hat vorher eben nass aufgewischt, nicht dass es noch auf die Schnur geht. Und was da wird suchen? Ja, das ist unglaublich. Aufpassen. Pip. Sie, sorry. Dürfen wir da von außen Kuchen verkaufen? Ich bin von der Schule und wir sammeln Geld für die Klassenkasse. Ja, sicher. Klasse auch noch, hey! Die würden lieber für die Renovation von diesem Schulhaus sammeln, was uns das wieder kostet. Und überhaupt würden wir lieber zurück ins Klassenzimmer und dann gehen, um mal etwas Anständiges lernen. Wie bitte? Nein, ist ja wahr, anstatt hier die Zahlen die Kundschaft zu belästigen. Und können wir jetzt bitte vorwärts machen? Pip! Pip. Muss ich manuell liegen? Biogurken, hä? Bio kommt aus dem Latinischen, wissen Sie, was das heisst? Nein, das weiss ich nicht. 2 Franken teurer. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Aber haben Sie gewusst? In Darwil machen Sie jetzt auch so eine Vorfasnachtsveranstaltung? Nein. Doch, doch. Das müssen Sie mir aber genauer erzählen. Also gut. In Darwil machen Sie jetzt auch so eine Vorfasnachtsveranstaltung. Ja. Was wird alles wie schlimm? Nein. Und dann noch die Umweltverschmutzung überall. Es ist dramatisch, es ist dramatisch. Erst gestern habe ich eine Büchse Sardinen gekauft. Was soll ich sagen? Habe sie aufgemacht. Innen alles voller Öl und Fisch. Tot! Es wird alles wie schlimmer. Ja, also, das haben wir gesehen, gell? Möchte ich gerade sagen,
Ich glaube ja, dass man heutzutage in diesen Läden nur noch versäckelt wird. Ja, ich habe ja letzte auch eine Büchse gekauft mit Cocktailtomaten. Wisst ihr, was nicht drin hat bei den Cocktailtomaten? Nein. Kein Tropfen Alkohol. Das ist schlimm. Soll ich das auch mit dem Mikro einkaufen? Ja. So, Frau Thüring, das macht denn 124 Franken 70. Hoppla, das ist Bier. Ja, die ist Bier. Ja, ich zahle mit Karte. Ja, selbstverständlich. So. Wenn Sie meine Mädchen auch haben? Oh ja, das nehme ich sehr gerne. Das ist schön lieb, Frau Thüring. Oh, super. Gut, also, dann bis morgen. Frau Thüring. So, ich muss schnell fragen, Entschuldigung. Ja. Haben Sie da nichts zum Einkaufen? Oh nein, ich habe nichts. Ich bin eigentlich nur hier wegen der Mädchen. Ich komme dann nächste Woche, wenn Optionen sind. Endlich, da warten wir ja eine Ewigkeit. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da Sättigen im Coop auch eine Plauderkasse gibt. Aha, ein Single, hä? Sie, Beruhigungstee wäre sonst im Gang 6, hätten Sie dort auch noch nicht verschneuken, ja? Lustig. Und das nächste Mal nehmen Sie doch die Selbstzahlungskasse da, dann geht das nämlich viel schneller. Die nehme ich sonst auch, das können Sie mir glauben. Ja. Aber heute geht es eben nicht, ich habe noch eine Frage. Ja, fragen Sie nur. Haben Sie Hundekuchen? Hundekeks? Hundekuchen. Hundekeks? Hundekuchen. Hundekeks, das steht im Dreibuch. Okay, haben Sie Hundekeks? Ja, selbstverständlich haben wir Hundekeks. Nehmen Sie es so mit oder so, fressen Sie sie gerade da. Ja, das ist so eine Frechheit. Wissen Sie was? Das geht eine Rezension. Ich gehe jetzt in den Migros. Scheissladen. Ade. Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Macht auch nicht. Karin! Ich kann nicht raus, ich mache Pause! Freddy, look. Ich habe noch Äpfel eingepackt, habe ich gefunden. Ah, sehr gut. Weißt du, dann hast du etwas zum Znügeln. Das ist gut. Jetzt müssen wir überlegen, gell, was wir noch... Ja, schau, da kriegst du Tomatensauce, das kannst du gerade morgen haben zum Mittag, gell. Das ist gut. So, jetzt müssen wir aber vorwärts machen, weil ich muss auch noch heim kochen. Es ist ja nicht so, dass du mir hilfst, gell. Komm, vorwärts machen, komm. Ja. Nein, ich mach's schon. Nein, Freddy, jetzt hast du die Äpfel nicht gewogen. Kannst gerade noch mal gehen. Ich würde gerne gehen, aber mit dir hier runter. Hallo, die Kasse ist nicht besetzt. Hallo? Die Kasse ist nicht... Ah, super. Ja, wir müssen heim kochen. Ja, die Oflerei. So. Frau Ziegler, habt ihr alles gefunden? Wieso? Hat er etwas versteckt? Nein. Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch. Du hast aber etwas sehr gut getroffen. Ich habe heute Morgen einen Hamster für meine Frau holen. Oh, dann haben Sie aber einen guten Dusch gemacht. Da, deine Äpfel. Nein, Freddy, die haben wir auch noch. Ich sag das, du bist einfach wie ein Schildkröte. So robust und stark. Nein, faul und fressig, komm. Sie, Entschuldigung, sorry. Entschuldigung, ich bin vom OK, wissen Sie, vom RTF OK, das Regioturnfest, das letztes Jahr stattgefunden hat. Und wir haben hier so Flyer, weil wir suchen nach Helfer. Darf ich das vorne an der Wand bei Ihnen aufhängen? Ja, selbstverständlich dürfen Sie das. Also, super, danke vielmals. Guten Tag. Hey, ich wünsche dir noch viel Glück. Merci, danke. Hey, wie viele Helfer brauchen die eigentlich noch? Ja, nicht. Also ich habe ja gehört, die suchen sogar außerhalb von der Region. Was? Starwild! Ich glaube, du meinst mich. Weil dann gibt es sicher das bessere Essen wie daheim. Also für diesen Spruch sage ich dir, kannst gerade du zahlen, ich kann einschleppen und kochen kannst du auch gerade noch selber. Adi, Frau Ziegler. Danke danke. zusammen.
Ah, der hat sehr Glück. Und viel Glück, ja. Wow. Auf das freue ich mich auch nach dem Feuer oben. Ja gut, Sie haben einen Kopf, einen Teller Keibenstrang, hä? Pip! Pip! Wisst ihr, warum ich Kassier geworden bin? Nein, das weiss ich nicht. Damit ich meinen Kollegen kann sagen, die Frauen stehen bei mir Schlange. Ja, aber ich muss ja schon sagen, Sie machen einen sauguten Job, weil ich kann ja nicht, ja. Aha. Pip! Sammeln den Punkt? Nein, ist heute beim FC Ettigen, das sammeln wir keine Punkte. Ich will nichts Neues haben. Ah. Excuse, darf ich schön stören? Ja, selbstverständlich, was wollen Sie? Ich bin nicht von da, aber Sie haben ja ganz sicher Binden und Tampax im Sortiment, oder? Hä? Binden und Tampax. Karin, kannst du mal kommen? Es ist eine da, die will Binden und Tampax. Danke vielmals. Champagner von Ihnen. Voilà! Wissen Sie, ich muss nachher eben tiefig weiter. Aber man weiss ja nie, es ist eben gleich wieder so weit. Was? Vielleicht kennen Sie es ja. Ich? Die Menstruation. Karin! Ja, wo ist sie? Ich muss eben noch an einem Vortrag, ganz ein wichtiger, da geht es von mir, von anderen Leuten. Hallo, Karin hat mich nicht gehört. Gehen Sie mal in Gang 4, dann müssen Sie das Zeug finden. Danke vielmals. Jesus Mutter, was die fühlt. Grüezi. Guten Tag. Guten Tag. Prosecco. Warte Sie schnell. Piep. Hä? Wieso hat er jetzt das Joghurt aufgemacht? Ja, weil ja da steht, bitte hier öffnen. Und dann noch Prosecco. Ihr wisst ja, Alkohol macht dumm und gleichgültig. Ich kapier's nicht. Ist mir aber auch egal. Ah, Sie, könnte ich das gerade fragen? Wie, das wissen Sie sicher. Wenn man wechselnde Sexualpartner hat, welche Kondom muss man denn nehmen? Also am besten, Sie nehmen 3, stülpen Sie übereinander drüber, dann können Sie das mittlere noch mal brauchen. Wow, wirklich? Was ist das für ein saublöder Vorschlag? Sie können, glaube ich, nichts. Unglaublich. Nein. Aber spannend ist, ich habe gerade letztens einen Vortrag darüber gehalten. Der ist jetzt online. Da können Sie nachschauen. Da wäre auf meiner Internetseite www.svetlana.ch. www? Ja. Was ist das? Haben Sie kein Insta oder TikTok? Tok. Bei mir läutet es an der Tür. Aha. Schade. Aber Sie, ich kenne Sie auch von neuem. Nee. Jetzt weiss ich's. Eins von meinen Kindern ist von Ihnen. Oh. Yes, Gott. Sag nicht, du bist die Stripperin gewesen, wo wir dort am Polter oben und dann sind wir hinten ins Räumchen zusammen und haben... Yes, Gott, ist mir das peinlich. Oh mein Gott. Nein, ich bin die Klassenlehrerin von Ihrem Sohn. Karin, komm endlich, ich drüll durch.
Liebes Publikum, Guckerzeitli 2025 ist schon rum. Es war gestern Premiere, heute ist Derniere. Also so schnell geht's. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Und wir haben ja schon im ersten Teil einen Song gehabt, wo wir allen gedankt haben, allen Helferinnen, allen Helfern der Bandtechnik und so weiter und so fort. Und darum möchte ich hier jetzt heute eigentlich nicht das nochmal wiederholen, aber stellvertretend für alle, die bei diesem Guckerzeitli hier mitgewirkt haben und mitgemacht haben, möchte ich trotzdem 2 Personen erwähnen. Und zwar im Herbst sind der Andi Marzetti, der Zetti und ich, sind wir hier in... Könnt ihr ein bisschen still sein da hinten, bitte? Im Herbst sind der Zetti und ich hier in der Halle und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen die Halle noch ein bisschen anders dekorieren. Es muss noch ein bisschen fasnächtlicher sein, es sollte noch ein bisschen mehr so Guckerzeitli-Gefühl reinkommen. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert, was wir machen können. Und dann sagt der Zetti, du weißt was, wir machen Steckenlaternen. Gut, dann haben wir angeschaut, wo kann man Steckenlaternen bestellen, was kosten die und so weiter. Und dann sagt der Zetti, das müssen wir nicht bestellen, ich rufe dem Tommy Stöckli an. Gesagt, getan, gleichen oben hier in der Halle hat er angeschaut und gesagt, hey Tommy, los, wir haben eine Idee, wir wollen Steckenlaternen hier für das Guckerzeitli als Dekoration, bist du dabei? Und Tommy hat gesagt, ja, selbstverständlich bin ich dabei. Und dann ist es losgegangen, im Herbst hat Tommy angefangen zu bauen. Und ich weiss nicht, ob Sie es gesehen haben, aber schauen Sie mal die wunderbaren, sensationell schönen Laternen an. Vielleicht, es hat ganz viele Details auf diesen Laternen und ich werde auf 2 erwähnen. Das eine ist der Stab. Der Tommy ist in verschiedene Läden und hat geschaut, ob er irgendwo einen Stecker findet für die Steckenlaterne. So wie man den Tommy kennt, hat er gesagt, die sind alle krumm, funktioniert nicht. Was hat er gemacht? Er hat lange Bretter genommen, hat die versägt, hat die in Gärung geschnitten, hat geschaut, dass ein Loch drin ist, wo man das Kabel durchziehen kann. Und so ist jeder Stecker aus Einzelteilen eigentlich zusammengesetzt worden. Also unglaublich, oder? Und dann ist der Zetti dran gekommen. Die Laternen sind gebaut und der Zetti hat dann gesagt, ich male die Laternen. Und der Zetti hat sage und schreibe 30 Stunden pro Laterne an einer so einer Laterne gemalt. Und ich würde Sie wirklich bitten, gehen Sie nachher mal in Ruhe noch die Laternen anschauen. Es hat zum Beispiel auf jeder Laterne ist die Abkürzung vom Namen drauf, von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Helfer sind gewürdigt, die Band ist gewürdigt, also wirklich eine fantastische Sache. Und stellvertretend, wie gesagt, für alle Helferinnen und Helfer, die da wirklich gekämpft haben, dass wir das Guckerzeitli haben können auf die Beine stellen, ist mir das eine Herzensangelegenheit oder Herzenswunsch gewesen, Ihnen die Geschichte von diesen 6 Steckenlaternen hier heute oben zu erzählen. Das ist großartig. Danke vielmals, Andi, danke Tommy und danke vielmals allen Helferinnen und Helfern, die mitmachen, dass das Guckerzeitli überhaupt funktionieren kann. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Abend, guten Heimweg, ganz eine schöne Fasnacht. Die Bar hat noch oft bis um 2. Wenn es euch gefallen hat, dann freut uns das natürlich. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr euch hier oben noch schön trinken. Und ab nächster Woche kann man bereits schon wieder Tickets bestellen für das Guckerzeitli 2026. Wir haben nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum, es gibt eine Jubiläumsveranstaltung. Einfach über die Homepage kann man das bestellen. Es gibt aber auch eine andere Variante, man kann einfach sitzen bleiben bis am 6. oder 7. Februar 2026, wenn es dann stattfindet. So, jetzt mache ich es nicht mehr länger. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen. Alles Gute und eine ganz schöne Fasnacht. Tschüss miteinander. Merci.